Ich habe den Tischtennis Creator Cup gewonnen und so lief mein Turnier. Das erste Match war direkt gegen den Favoriten Abu Goku und ich hatte Angst, weil der Mann ist zum Turnier mit eigenem Trainer und Schläger aufgekreuzt. Ich wusste also, das erste Match wird schon eines der schwierigsten sein. Jetzt geht's los. Das erste Spiel des Tages vom Tischtennis Content Creator Cup 2024. Maelo gegen Abu Goku. Sehr, sehr glücklicher Und der Ball. erste Netzroller. Adi Totoro wünscht sich eine Netzroller-Strichliste. 16 cm normalerweise hochwerfen. Das machen wir heute nicht ganz so streng. Ja. Haben wir beim Briefing gesagt, für vielleicht die Tischtennis-Experten unter euch. Wichtig ist, dass der Ball hinter der Platte hochgeworfen wird und auch hinter der Platte getroffen wird. Also wie früher auf dem Bolzplatz, wo man so vorne diesen Aufschlag so ganz schnell gemacht hat. Das darf man nicht. Etwas längerer Ballwechsel jetzt. 2-4. Nach einem 0:2 für Abu Goku, 4:2 für Maelo. Abu Goku ich merke hatte... sofort, Abu Goku, der will ein bisschen zu viel. Der spielt sehr aggressiv aktuell. Der hat keine Geduld. Ja, der war gut jetzt. 5:3. Da hat er den jetzt mal richtig getroffen. Ja, Abu meinte auch, der Warm-Up-Area, für ihn ist es schwer, gegen Spieler zu spielen, die keine Vereinsspieler sind. Die immer quasi eher schlechteres Tischtennis in Anführungszeichen spielen, weil die ja ein bisschen ungewöhnlich sind. Ne? Wie kann er dagegen agieren? Mehr Ruhe bewahren. Aktuell ist es so, dass er etwas Harikiri macht, etwas zu aggressiv spielt. Das Timing passt aktuell nicht und ein bisschen zu offensiv, ein bisschen runterkommen, ein bisschen mehr mit Ruhe spielen und mit Übersicht. Ja, aber es ist schon trotzdem gutes Niveau, ne? 4:6 aus der Sicht von Abu. Was Maelo super macht, der hat immer Geduld. Der spielt den Ball rein und macht keine einfachen Fehler. Und ich sehe sofort, er ist ein Vorhandspieler. Das heißt, er versucht mehr mit Vorhand zu spielen als mit Rückhand. Er hat mit Maelo meinst du jetzt? Genau. Ja. Er hat mit Vorhand einen besseren Touch. Ja, man merkt dass er viel Tennis spielt, ne? Diesen Topspin, genau, den er da genau. immer kreieren möchte. 8:5 für Maelo jetzt. Oh, sorry. 6-8. Und jetzt während die Wiederholung lief ein Netzroller. Kantenball. Kantenball, ja. Ja, jetzt hat das Feeling Abu Goku, ganz starker Sehr, sehr Ball. schöner Ball, parallel auch noch. Und da ist er wieder da. 8:7 nur noch. Jetzt werden sie beide geduldiger, vorsichtiger und Etwas Abu zu Goku aggressiv, geht das Risiko etwas ein. zu aggressiv, aber die Richtung stimmt. 9:7. 2 Punkte noch für Maelo, um den Satz und das Game zu gewinnen. Boah, super gespielt, aber wieder zu viel Risiko, ne? Ja, das Problem, Maelo steht hinten. Das heißt, er braucht dieses Tempo von Abu Goku, um den Ball reinzuspielen. Jetzt die erste Handtuchpause im offiziellen Tischtennis. Darf man das, glaube ich, hier nur alle 6 Punkte, ne? Genau, Auch genau. diese Regel werden wir heute ein bisschen lockerer nehmen. Ihr habt gesehen, Marc Eggers, der hat so viel geschwitzt und jetzt Maelo mit dem ersten Risikoball. Mit 3 Matchbällen kann man das ruhig mal riskieren. Beide sehr geduldig. Platzierung und war der ist super. im Aus. Platzierung war super. Er hat den parallel zum ersten Mal gespielt. Und nur noch eine Chance für Maelo. Abu Goku ist wieder da. 10-10. Und 10:10. So schnell sind 3 Matchbälle weg. Und wir spielen jetzt 2 Punkte Vorsprung. Das heißt, mit 2 Punkten Abstand muss man gewinnen. Was für ein Comeback. Super Rückhand. 4 Punkte in Folge. Ah, nee. Noch 4 Punkte in Folge. Oder? Ah, okay, nee, der war falsch aufgeschrieben hier. Matchball jetzt für Abu Goku. Und der ist im Aus. Und Abu Goku dreht das Spiel und gewinnt das erste Spiel. Ich hatte 3 Matchbälle. Katastrophe. Erstes Match verloren. Ich dachte, das Ding ist in dieser Gruppe durch. Aber die Matches gegen Mo und Smiley habe ich zum Glück gewonnen. Hier ein paar Highlights von diesen Spielen. Smiley mit dem Aufschlag. Und direkt mit dem Unforced Error. Zu viele einfache Ja. Fehler. Zu viele. Und er kann es ja eigentlich. Also ich habe es ja hinten in der Warm-Up-Area gesehen. Stark jetzt Gut platziert den ersten Ball. von Maelo. Muss da fast gar nicht so viel Risiko gehen. Genau, oder? genau. Smiley steht ja schon gefühlt in der Ecke. 8 Matchbälle für Maelo. Jetzt wird es auch schon ein bisschen frech, was Maelo macht. Und es klappt auch noch. Maelo gegen Mo. Das letzte Spiel der Gruppe A.
wie sich die Bälle dann nur so hin und her schupfen. Genau. Wie du mir erklärt das hast. ist Erklär das meistens- gerne mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, also wie gesagt, meistens bei den Damen und wenn 2 Abwehrspieler abspielen. Boah, Riesenball jetzt. Der ist noch drauf. Ah, und das war das 11:4 für Maelo. Nach der Gruppenphase stand mein Viertelfinale gegen Mark Eggerson. Und so ging das Ganze aus. Maelo gegen Mark Eggers. Für mich momentan das beste Spiel, was es bis heute gibt oder heute gab. Und Maelo ist für mich hier der beste Defensivspieler. Mit Sicherheit, ja. Ne, der steht hinten, holt die alle raus und so. Und hat Sehr einen flink, beweglich, agil. Genau. Und der spielt ja auch sehr gut Tennis. Der hat ein super Ballgefühl. Das habe ich auch gehört. Und ja, guck mal da, ja, der bringt die Dinger schon eigentlich immer auf die Platte. Und eigene Fehler selten von Maelo. Das hat Maelo auch bei mir am Anfang gemacht. Er hat ja 3 Matchbälle gegen mich gehabt. Am Anfang stand es irgendwie 6-1 oder so für ihn. Irgendwie so oder 6-2. Und dann habe ich irgendwie geschafft, ihn zu knacken. Aber schau dir das jetzt mal an. Die machen beide relativ viele Fehler. Jetzt auch Maelo mit dem Fehler. Ja, richtig. Die sind beide sehr nervös. Und das kann Marc in die Karten spielen. Die sind total nervös. Da sieht man auch, was das für eine Anspannung ist im Vergleich zu den Trainingsdaten. Da war die Vorhand. Da war die Vorhand, von der wir immer gesprochen haben. Wir haben den ganzen Abend drauf warten müssen und da kam sie jetzt. Und das kann gefährlich werden. Knappe Führung für Marc jetzt. Die Angaben sind schwer. Und Maelo ganz sicher. Wieder der Ausgleich. Voll auf Augenhöhe dieses sehr, Duell sehr hier. knapp. Ja, jetzt sieht man halt auch richtig, wie die Psyche eine Rolle spielt. 2 Punkte Vorsprung jetzt. Marc kann Maelo knacken, wenn er öfter in die Rückhandseite spielt. Ja. Das könnte zutreffend sein. Er steht, auch wenn du siehst, wie Maelo steht, er steht sehr weit links. Ja. Das heißt, er hofft sehr stark auf seine Vorhand. Und wenn du ihn dann auf den Schläger direkt drauf spielst, was man erstmal schaffen muss, dann bleibt ihm nicht viel zum Bewegen. Dann kommt meistens hier der oder der so. Ja. Aber jetzt siehst du 4, 5 Punkte hintereinander für Maelo. Ja, jetzt ist... Aber jetzt passiert das, was Marc Ja. nicht das erste Mal die ersten Spiele gemacht hat. Er ist zu nervös, Aber jetzt zu aufgebracht. Ja, zu Das ist der aufgebracht. Satz für Maelo. Ja, aber es ist immer noch alles offen, der zweite Satz. Die waren bis zur Hälfte des ersten Satzes auf Augenhöhe. Ja, Jetzt und werden dann die ging's Seiten los. gewechselt. Ich, Wobei Moon Adi auch ganz knapp. Und Führung für Maelo. stimmt, Mo und Adi wird auch ein gutes Match. Ja, guter Punkt da von Maelo. Ja, da kommt. Er spielt Ja, nicht in die das- Rückhand, aber Ja, aber. er spielt ihm nicht in die Rückhand. Ja. Jetzt aber. Ja, das holt Maelo. Da hat Marc zu viel Angst. Boah, diese Angabe, die hat so viel Schnitt. Aber Maelo macht das. War So, stark. jetzt erster Punkt für Marc. Jetzt muss er dranbleiben. Weil sonst war es das hier für ihn. Boah, da ist die Marc Eggers stark. Vorhand. Die hat er so lang geübt. Immer mit Stefan zusammen. Immer hin und her. Und jetzt kommt die natürlich auch. Jetzt ist er drin. 2:2. Wieder ganz knappes Spiel. Aber da verstehe ich nicht, warum Marc nicht die Rückhand spielt. Weil er seine 2 Finger, guck mal, achte mal auf Marcs Finger. Der Ja. ist fast hier, der verdeckt fast den halben Schläger. Ja. Der müsste ja weiter hier unten spielen und dann eine schöne Rückhand. 3:3. Es bleibt spannend hier im zweiten Satz. Ja. Boah, was für Bälle jetzt hier. Und der Schmetterball ins Netz. Der tut weh. Das ist hart, den geschenkten Ball da Ja, ins Netz zu der tut weh. schießen. 2 Punkte Vorsprung für Maelo. Und da öffnet sich jetzt auch die Tür fürs Halbfinale Ja. für Maelo. Ja. Das ist, glaube ich, auch für dich eine Art Angstgegner, oder? Das war knapp. Ja. Das war knapp bei euch. Ich meine, Das war bist gut zurückgekommen. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte das Match schon abgeschrieben mit ihm, Ja. aber ich habe versucht ruhig zu bleiben. Ich dachte mir dann, ach komm, das Match ist nicht wichtig, auch wenn du verlierst, es hat keine Auswirkung auf die Gesamtdings da, Punkt, bla bla bla. Aber ich wollte es dann doch irgendwie trotzdem gewinnen und habe ich irgendwie geschafft. Da ist wieder der Angabenfehler von Marc. Ja, das Netz kontrollieren natürlich immer sehr, sehr wichtig. Aber jetzt 2 Punkte Vorsprung für Maelo. Jetzt muss Marc eigentlich den Punkt machen, um hier im Spiel zu bleiben. Und da ist die Vorhand. Aber Maelo verteidigt wie ein großer. Oh, Marc hat schon gejubelt. Der Marc jubelt schon. Und der Punkt ist noch nicht durchgespielt. Und das darfst du bei Maelo nicht machen, weil der springt in die letzte Ecke. Der läuft noch einmal aus der Halle raus und bringt den nochmal drauf. Aber da, schaut auf diese Vorhand. Oh, mit Netzroller. Und guck dir das Da an. hat er so Angst. Der Er hat da Gott schon sei Dank gejubelt gesehen. und dann ganz kurzer Schock. Jetzt haben wir nur noch einen. Oh. Marc ist sauer.
Aber da Das kommt ist er wieder aber rein. noch- da ist noch alles Das sind drin. alle Emotionen, nur 2 Punkte. Bis 11 geht das Ganze hier. Und dann ist Maelo vielleicht im Halbfinale gegen dich, Abu. Ja. Aber Marc ist noch drin. Nur noch ein Da ist Punkt. noch alles drin. Alles offen. Jetzt sind es die Mindgames. Das macht Maelo stark. 2 Punkte Vorsprung, Er ist Maelo. auch, guck mal, Maelo ist sehr, sehr ruhig. Ja. Sehr, sehr entspannt. Ja. Und Nee, Oh, nee. der war Marc knapp. hat schon wieder aufgehört zu spielen. Er hat einen gut rübergebracht und dachte sich, okay, der kommt eh nicht mehr zurück. Und das beim Tischtennis mit das Schlimmste, was du machen kannst. ja, so, jetzt haben wir 3 Matchbälle für Maelo. Wer geht ins Halbfinale? Maelo oder Marc Eggers? Den bringt er nochmal rein und damit kämpft er sich zurück ins Spiel. Super Vorhand an der Stelle. Jetzt sind es noch 2 Matchbälle. Also wenn Marc Eggers das noch dreht und ins Halbfinale einzieht, dann fresse ich einen Besen. Also ich muss auch noch einmal dicke, fette Props an Spontent. Was geht hier mit dieser Produktion ab? Super, ne? Ach, das ist unglaublich. Ja. Einfach Bundesliga-Qualität. Ja, wir sitzen ja auch wie die echten Kommentatoren. Jetzt Konzentration. Marc ist noch im Spiel und da kommt wieder die Vorhand. Nein. Oh, da ist er leider raus. Das war's. Das war knapp. Ach, Mensch, ey. Da kochen die Emotionen hoch. Ich kann es auch verstehen. Let's go! Marc von der Platte gehauen. Und jetzt Halbfinale. Wieder gegen meinen Angstgegner Abu Goku. So Leute, da bin ich. Und jetzt, Leute, kann ich euch sagen, jetzt geht's nämlich richtig los. Wir haben 2 richtig gute Halbfinals und nochmal, wir spielen jetzt First to 2 Sets, also Best of 3, bis 11 mit 2 Punkten Vorsprung. Und im Finale dann Best of 5, First to 3. Bei Adi gesehen, ne? Die erste Runde, das erste Match, da war er noch ein bisschen nervöser, das Adrenalin war ein bisschen höher und dann ne, im zweiten Durchgang dann war er natürlich nochmal anders da und genau das ist das, worauf natürlich Abu aufpassen muss, dass diese Fehler nicht passieren. Ja, ich bin gespannt. Also nur vom Zugucken ist man jetzt schon die ganze Zeit so aufgehypt Und hier. das war auch schon der erste Punkt. Ja. 1:0 für Maelo. Der Netzroller, die Entschuldigung von Abu, 1:1. Wen siehst du im Finale? Ja, ich glaube Abu geht Oh, ins ein Finale. Aufschlagfehler von Abu. Haben wir noch keiner gesehen heute, glaube ich. Ah, ja, das ist die Konzentration, ja, es ist die Konzentration. Es ist Aber ich sehe eigentlich Abu im Finale, wenn ich ehrlich bin. Oh. Und jetzt tatsächlich 4-1 zurück. Hatte er aber auch schon im ersten Spiel. Genau. Die beiden kennen sich schon. Es geht auch im Tischtennis ganz schnell, ne? Hast du heute auch selber gemerkt, plötzlich 30 Sekunden nicht aufgepasst, steht es 0:5. Ja, aber Gefühlt. das Gute ist, du kannst dich immer wieder zurückkämpfen. Ja. So, natürlich. Ein, 2 Netzroller, irgendwie ein ekelhafter Kantenball. Manchmal ist das Glück auch auf deiner Seite, das kann man auch gebrauchen. Jetzt ist gerade nicht da. Der zweite Angabenfehler. Aber der Druck ist natürlich umso höher. Ne? Also je mehr die Punkte nach oben gehen, je mehr du im Rückstand bist, umso weniger Risiko willst du auch eigentlich eingehen, weil du weißt, scheiße, ich will lieber sichere Bälle spielen dann. Maelo spielt so gerade so ein bisschen wie so ein spanischer Sandplatz-Tennisspieler. Topspin einfach rein Aber und es klappt. also ich 7:2. Also das ist gerade ein Spiel, wo ich Abu irgendwie selber nicht wiedererkenne. Ja, Also- Abu hatte im Vorfeld gesagt, er spielt ungern gegen Leute, die Ja. kein Tischtennis spielen und Maelo spielt, er Ja, spielt Tennis. unangenehm, ich weiß. Ich spiel, ja, Er spielt hier Spielt Roland Garros. ja, da ist er. Guck mal, da war die Rückhand, da war sie. Und jetzt muss man gucken, ob ihm das auch Kraft geht. Aber ja, Maelo ist auch athletisch, ne? Der ist auch agil, man sieht das. Muss da Der fast gar hüpft nicht so hin viel und her. Risiko gehen. Genau, Geile genau. Rückhand hier steht ja von schon Abu. gefühlt Aber in der Da Ecke. kommst du nicht ran, ne? Das ist natürlich... Oh, geht da noch drauf? Oh. Ins Game. Aber jetzt, man Maelo. merkt es halt, ne? Ab dem Gegen Viertelfinale, Halbfinale sind natürlich die Partien nochmal Das letzte deutlich Spiel ausgeglichener. der Die Gruppe Leute A. sind auf Augenhöhe, es kann alles passieren. Es ist spannend bis zum Schluss, aber ja. 4-8. Oh, das sind genau diese Momente. Das ist genau das. Es steht 8:4 und dann kriegt er diesen ekelhaften Kantenball. Das ist- 9:4 statt 8:5. Das ist das Problem, du liegst schon zurück und dann kommt nochmal so ein Glückstreffer und der ist so ein bisschen auch in deinem Kopf drin, sodass du weißt, scheiße. Wir haben heute schon vieles Chat, wir gesehen. sind im Halbfinale, ja. Das ist das Halbfinale. Nach der Gruppenphase stand mein Volles Viertelfinale Risiko. gegen Marc Ja, beim Eggers 5:9. an. Habe ich So eben auch gehabt. Man ging muss es das dann auch Ganze nochmal aus. gehen, weil man das Gefühl hat dann, oh, krass, okay. 11:5. Bin ich ehrlich, überrascht mich. Ja, überrascht uns alle. Aber es Drei überrascht mich nicht, weil Angabenfehler. Maelo sehr gut gespielt hat. Ne? Also 3 Punkte geschenkt quasi einfach. Abu hat mir davor einen guten Tipp gegeben, mach ruhig. Und eigentlich braucht er genau diese Ruhe jetzt auch gerade, Genau, die genau. er davor in den Spielen hatte, um wieder reinzukommen. Genau das ist es. Aber ich muss auch sagen, ganz stark
von Abu. Und aber Maelo war noch dran fast, ne? Der hat den noch fast noch rüber gedrückt auf die Platte. Ja, manchmal denkt man, ich habe den auch schon Dinger rübergeschmettert, ne, in der Runde davor. Und die kamen wieder zurück. Ich sag, was, der Ball war doch schon draußen. Im Mülheim habe ich den hingeschmettert. Aber, ja. Ach, jetzt Das ist halt Tischtennis auch, ne? Man muss auch mal die Wand sein. ja, eben. Und auch, wenn wir seinen Vorhandgriff sehen, hätte gern Funbos Analyse gern dazu. Da waren gerade alle, guck mal hier, 4 Finger an der roten Seite. Auch eher ungewöhnlich. Ja. Aber Ey, es die klappt. Sicht ist auch von oben, die Sicht ist auch von oben echt mega nice, ne? Also. Ja, man darf das nicht unterschätzen. Abu, der jetzt auch gerade noch die gelbe Karte kassiert hat, Gelb! gab die gelbe für Abu. Und 3:5. Der ist sichtlich angefressen jetzt, aber verkürzt zum 4:5. Abu. Warte mal, wenn der nochmal was macht, rot, dann ist er raus, oder? Bei rote Karte gibt es Point Penalty, meinte Maelo. Ja. Aber da ist er doch wieder. Vielleicht war die gelbe Karte doch für was gut. 5:5. Abu ist wieder da. Ja. Sollte Maelo diesen Satz gewinnen, zieht er ins Finale ein. Nicht nur jetzt zieht das Finale, eine Riesenüberraschung, kickt den Favoriten von allen und auch vom Chat raus. Und auch hier verkantet er den. Das ist so krass beim Tischtennis. Das ist jetzt, er verschlägt einen leichten Ball, schlägt am Ball vorbei. Den trifft er gar nicht, Abu. Auch den zu viel. Das fühlt sich, der Weg ist weit irgendwie, Der Weg um das ist wieder lang. auszugleichen tatsächlich. Aber da ist doch alles drin. Im Tischtennis ist alles möglich. Ja. Kommt er zurück und Der das ist braucht drauf. er. Das ist die Rückhand, Das die er sind braucht. die Bälle, die Abu jetzt braucht. 8:6 für Maelo. Ja, und die längeren Ballwechsel, ne? Du hast sie eben schon angesprochen, dass die kommen. Maelo verlässt sich auf seine Defense-Kunst und das macht er wunderbar. Auch den spielt er wieder hoch. Der kommt drauf. Ganz stark jetzt von Maelo. 10:6. Damit haben wir Matchball. 4 Matchbälle für Maelo. Aber denkt dran, im ersten Spiel stand es 10:7. Und Abu kam nochmal zurück. Er muss natürlich jetzt ruhiger spielen. Risiko. Und das Und ist eine tatsächlich Überraschung. ist es soweit. Eine Riesenüberraschung. Maelo schlägt in 2 Sätzen Abu, den Top-Favoriten. Let's go! Gegen Abu gewonnen. Ich hatte nicht gedacht, dass das möglich war. Sehr, sehr geiles Spiel gewesen. Und jetzt hieß es Finale gegen Adi Totoro. Jetzt geht's los. Creator Cup 2024, das große Finale. First to 3, best of 5. Und dieser wichtige erste Punkt. Boah. Und er kontert. Und da ist er wieder. Der wichtige erste Punkt, den sich Adi jedes Mal wünscht. Hat er gemacht. Ja, und man sieht die Taktik von Adi, ne? Nur auf die Rückhand will er gehen. Ja, ja. Und es klappt. Er hat er bei mir auch die ganze Zeit gemacht. Hat sehr gut geklappt. Maelo umläuft alles inside out, würde man das nennen. Erster Punkt für Maelo. Verkürzt um 1:2. Adi steht weit hinten. Aber hinten. Adi fühlt sich sicher. Gute Vorhand hier mit Topspin, zieht er den rüber. Es ist übrigens auch mucksmäuschenstill in der Halle. Oh, guck, und das ist Riesig seine wieder Stärke. den Und da muss er Maelo. eigentlich auf die Seite sogar gehen. Und gewinnt den Punkt sogar. Ganz starke Defense. Und jetzt ist auch mal hier Applaus zu hören tatsächlich. Ja, Ja. vorhin haben noch alle irgendwie im Halbfinale noch ein bisschen in der Warm-Up-Area rumgespielt. Jetzt nichts. Sitzen alle da auf der Couch, auf der Tribüne. Gefühlt arbeitet auch niemand mehr. Alle wollen das Spiel sehen. Nächstes Jahr, glaube ich, ist auch mit Zuschauern. Ich habe das Gefühl, wir brauchen, glaube ich, die Atmosphäre. Wir haben uns dieses Jahr bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, komm, kleiner Kreis, einfach freundschaftlich. Aber ich glaube, nächstes Jahr brauchen wir die Zuschauer auch, um da nochmal Wer ist eine extra richtig laut Stimmung hier, sag ich dir. zu erzeugen. Gute Vorhand, die Vorhand kann er einfach und richtig den gut. Der verhaut kommt er. sogar zu uns. Den verhaut er. Wichtiger Punkt. So ein schneller Punkt tut immer gut, ne, im Tischtennis, wenn du so einen schnellen, einfachen gewinnst. Und er zieht das Ding durch, ne? Er geht immer wieder rüber auf die Seite, versucht da seine Schwächen auszuspielen. Oder besser gesagt, anzuspielen. War die ganz klare Ansage von seinem Coach. Auf die Rückhand. Ganz genau. Auf die Rückhand. Hat kurz auch mit Van Bo gefacetimed. Boah, super Ball. Und er kommt, weil er stellt sich natürlich auch drauf ein. Ne? 6:6. Maelo ist absolut wieder im Game. Natürlich auch wieder zwei, die sich gut kennen, die natürlich auch schon die ein oder andere Partie gegeneinander gespielt haben. Es macht viel aus, ne? Wenn du deinen Gegner kennst und weißt, was sind die Schwächen, was sind die Stärken. Du kannst dich darauf einstellen. Und vielleicht auch genau darauf spekuliert Maelo. Er kennt den Geduldsfaden von Adi. Vielleicht spiele ich ihn nochmal langsam rein. Lass Adi den Fehler machen. Der will dann zu früh den Punkt wie hier. Ja, wir haben es gesagt, ne? Gerade hier in dem Jetzt Bereich. Riesenpunkt von Adi.
geht es darum teilweise auch, wer macht nicht die Fehler. Wer macht nicht die Fehler. Jetzt wird er mal belohnt dafür, volles Risiko zu gehen. Chat ganz kurz bei euch. Wer ist der Favorit? 1 für Adi, 2 für Maelo. 8-8. Ganz entscheidender Punkt jetzt beim 8:8. Und Adi wirklich wieder weit hinter der Platte, ne? Ja, gut gespielt jetzt von Maelo, geduldig. 9:8. Es ist auch im Chat relativ ausgeglichen. Komplett ne? ausgeglichen, ja. Wow, den hat er schön rübergezogen. Geht jetzt nur über die Rückhand. Oh. Und macht den Punkt auch. Stark von Adi, der hier immer wieder die Rückhand sucht und findet von Maelo. Das ist Der es, ne? springt drauf. Das Kommt ist die das Finale, Entschuldigung. was wir uns hier wünschen. Satzball, Maelo. Oh, und gewinnt den ersten Satz mit 11:9. Stark, ja. Adi zeigt es gerade, ne? Wenn der Ball auf den Daumen springt, es ist einfach, dann Ja. kannst du nichts machen. Baby geht's. Stand jetzt führt noch Hugo mit 41%. Und ja, so gehst natürlich gut in den zweiten Satz, wenn du weißt, der erste wurde gewonnen. Du bist auf dem richtigen Weg. Beide wirklich sehr konzentriert, sehr fokussiert. Schöne Ballwechsel, die wir hier auch schon sehen direkt. Oh, Riesenvorhand. Stark gespielt. Und der gibt Kraft. So einer, das ist Der ein tut schönes gut, ne? Gefühl, Der wenn der schmeckt. reingeht. Der schmeckt. Wie der erste Schluck am Ballermann. Wunderbar. Aber man merkt teilweise noch so ein bisschen, man versucht eher auch ein bisschen auf den Gegner zu gucken, dass er den Fehler Ja, macht und ja, nicht absolut, zu absolut. viel Risiko zu gehen. Aber ist doch richtig in so einem Spiel, in so einem Finale. Aber bei wenn dann jetzt das Risiko. Weißt du so, weil Bei 9:9 würde ich es auch eher lassen. Ja, 2 leichte Fehler jetzt von Maelo. Adi, die Führung mit 3:2. Und wieder der Vorhandfehler in seiner Rückhandecke, um eben die Vorhand zu spielen. Da hat er jetzt- gerade gar keinen Touch, ne? jetzt zieht Adi so leicht davon. Auch geile Kameraeinstellungen, die wir haben. Immer wieder neue von allen Perspektiven. Gefällt mir sehr gut. 5:3. Zwischendurch immer wieder den Blick auf den Schläger. Man kennt es, ne? Irgendwie denkt man, ich habe doch richtig getroffen, warum geht der Ball nicht rüber? Es liegt immer Material. Es- An uns liegt's nie. Ja, Maelo braucht jetzt so einen Punkt. Wenn er den Satz noch holen will, braucht er mal so einen langen Ballwechsel. Best of 5. Boah, und das ist die gemeine Ecke. Und er jubelt bei so Da einem Punkt. geht's gegen die Eieiei. Kante. Normalerweise war die Entschuldigung. Normalerweise entschuldigt man sich. Was Hey. sagt Adi? Was hat er gesagt? Nix. Aber da sieht man, ne, da ist natürlich jetzt auch Spannung drin. Du willst das Ding gewinnen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann bist du halt, da bist du ehrgeizig und dann entschuldigst du dich im ersten Moment nicht, sondern freust dich einfach Ja, das mal ist kurz. tatsächlich so eine klassische betrunkene Diskussion, die man mit Freunden hat, mit dem man Tennis, Paddel und so Sportarten spielt. Man entschuldigt sich zwar immer, aber es meint ja auch niemand so, ne? Also das ist es ja. Jetzt Dann ist kann ja- man es auch lassen. Auch wenn es eine feine Geste ist, die, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Großbritannien kommt. Aus Wimbledon. Ja, die Geste kommt von Kuckuckurea. Sag nichts, ich bin Spanier, ne? Ach so, ach du Scheiße, alles klar. Krass. Und so schnell geht's. 1-1. Wir haben ein 1-1. Adi verkürzt 1:1 in Sätzen. Ich sehe nur das Lachen in Maelos Gesicht. Kann man jetzt gerade nicht sehen hervor. Obwohl er verloren hat, glaube ich, ist er doch fokussiert und weiß, es ist alles möglich. Ja, geht volles Risiko. Will die freie Ecke anspielen. Aber Maelo muss jetzt auch ein bisschen hoffen, dass seine Vorhand wiederkommt. Ne? Hat, glaube ich, 5, 6 Fehler gemacht. Zweiten Satz hier natürlich schmerzhaft. Und wieder ist es die Vorhand. Die hat er, glaube ich, im Halbfinale gelassen. Hier mit vier Fingern am Schläger, wie er so spielt. So. Mir wurde noch gezeigt, die eine Ja. Finger, der da irgendwie noch nach hinten vorne hier richtige Position zu finden und er hat einfach 4 Finger drauf sein. Ne? Aber ja, er ist Aber er wie fühlt's, er fühlt's, ich, rückhandmäßig sind wir einfach nicht komplett so am Start. Wobei, der ging noch drauf. Nee, Ging der nicht noch drauf? Nee. Adi hat den Punkt gemacht, 3:2. Echt? Jetzt 3:3. Man merkt auch so Phasen im Tischtennis, ganz interessant. Jetzt ganz kurze Ballwechsel, ne? Viele Fehler. Vielleicht auch Konzentrationsschwäche, ne? Weil
die natürlich nicht gewohnt sind, stundenlang Tischtennis zu spielen. Guter Ball jetzt von Maelo. Da ist sie doch wieder, die Vorhand. 4:4. Genau, im Finale haben wir Best of 5. Also 5 Sätze. Genau, also der Gewinner dieses Satzes hat noch nicht Nein. das Turnier gewonnen. Und Den jetzt holt da mal noch. mit Risiko drauf und da kann er nicht blocken. Ja, war nicht zu viel Risiko, war genau richtige Geschwindigkeit meiner Meinung nach. Hat er genau richtig gemacht. 5-5. Beide jetzt mit mehr Sicherheit. Und Maelo geht in Führung. Oh, So spannend. Auch den holt er noch, Adi. das war eiskalt. Ganz, ganz stark von Maelo. Geht Boah. volles Risiko, belohnt sich. Der ist stark erobert von Adi. Und Da dann war Adi in Bedrängnis und er hat es ausgenutzt und direkt das Ding rüber geschmettert. Schön. Let's zwei ganz schnelle Punkte jetzt für go! Adi. Gegen Abu gewonnen. Ich hatte nicht Guck mal, gedacht, dass bam, das möglich eiskalt. war. Super Sehr, gemacht. sehr geiles Spiel gewesen. Stark. Und jetzt hieß es Finale 8-8, wie im gegen ersten Adi Satz, Toto. den dann Maelo für sich entscheiden konnte. Der war nicht drauf, sah so aus unserer Perspektive, aber Maelo kriegt den Punkt. 9:8 gibt es Satzball oder das 9:9. Oh, Der ist lang. 10:8 für Maelo, 2 Satzbälle, um mit 2:1 in Sätzen in Führung zu gehen. oh, den holt er sich direkt. Den holt er Wahnsinn. sich direkt. 2-1 Maelo. Schweiz gegen Schweiz. Was für ein Finale hier. 11:8. Man muss auch sagen, die Jury-Leute machen auch einen sehr guten Job hier. Ne? Also die Alle hier. Schiedsrichter hier, muss man echt sagen, souverän, komplett abgeklärt. Ja, was wird da gerade noch reingeflüstert, hä, Paul? Was wird da gerade noch reingeflüstert? Aber das muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch, weil Paul hat ja verloren gegen Adi. Könnte er eigentlich auch stinksauer auf Adi sein und Aber angepisst. Aber im Gegenteil, sie laufen zusammen ein und der gibt noch Tipps. That's what it's all about, oder? Ja, das ist die Freundschaft, wobei hier eigentlich fast nur Freundschaft im Raum ist, sozusagen. Da ist es dann, ja, am An der Ende des Platte gibt es Tages. keine Freundschaften. Das stimmt, deshalb. Ah. Oh. Ja, gut, aber er hat das Lächeln, er weiß, er liegt vorne. So 2:1 in Sätzen fühlt sich auch gut an, ne? Dann ist man schon selbstbewusst, ne? Ja, du kannst tendenziell ein bisschen mehr riskieren, aber das kann halt dann auch schnell wieder Ja. 2-2 stehen. Ne? Ja. So. Und jetzt haben wir den Ausgleich. Adi mit dem Aufschlag. Oh. Super von Adi. Sehen wir hier den letzten Satz des Tischtennis Creator Cup. Oder rettet sich Adi in den 5., aber so nicht. Angabenfehler. Abstimmen MVP könnt ihr bei Adi auf dem Twitch-Account. Ich finde es wirklich spannend, wie ab dem Viertelfinale die Partien so ausgeglichen waren und man echt einfach Spiele teilweise auf Augenhöhe gesehen hat. Jetzt hat sich echt auch nochmal gesteigert und jetzt sehen wir wirklich auch ein würdiges Finale. Absolut würdiges Finale. Oh, ganz stark jetzt von Maelo. Wäre der nochmal draufgegangen doch. 6:4. Vorhand ist wieder da. Ja, er macht keinen Vorhandfehler mehr. Das hat ihn den zweiten Satz gekostet. Ich glaube, ein bisschen weniger Risiko ist jetzt mit dabei. Und zur richtigen Zeitpunkt das Risiko eingegangen. Ja, Auch und jetzt, den rettet er wieder drauf. wie du sagst, er hat halt jetzt nicht diesen Megadruck, er liegt vorne, er kann einfach auch mehr auf Fehler hoffen und das macht er gerade auch. Und Adi macht leider auch die Adi Fehler überlegt gerade. jetzt. 2 Punkte braucht Maelo noch. Ja, da kommt gerade alles bei Maelo. Der fühlt den Ball, macht kein Risiko und kann dann zur richtigen Zeit Druck aufbauen. Aber stark gerettet noch von Adi eigentlich. Und wir haben das 10:4. 6 Championship-Bälle, Turnierbälle. Content Creator Tischtennis Cup 2024 Bälle. Aufschlag, Adi. Und der ist im Netz. Maelo Ey, Wahnsinn. ist der Gewinner des Tischtennis Creator Cup 2024. Wünschen. Satzball, Maelo. Oh, Und da- gewinnt den ersten Satz mit 11:9. Stark, ja, Adi zeigt es gerade, ne? Wenn der Ball auf den Daumen springt, es ist einfach
dann Ja. kannst du nichts machen. Baby geht's. Stand jetzt führt noch Hugo mit 41%. Und ja, so gehst natürlich gut in den zweiten Satz, wenn du weißt, der erste wurde gewonnen. Du bist auf dem richtigen Weg. Beide wirklich sehr konzentriert, sehr fokussiert. Schöne Ballwechsel, die wir hier auch schon sehen direkt. Oh, riesen Vorhand. Stark gespielt. Und der gibt Kraft. So einer, das ist Der ein tut schönes gut, ne? Gefühl, Der wenn der schmeckt. Der reingeht. schmeckt. Wie der erste Schluck am Ballermann. Wunderbar. Aber man merkt teilweise noch so ein bisschen, man versucht eher auch ein bisschen auf den Gegner zu gucken, dass er den Fehler Ja, macht und ja, nicht absolut, zu absolut. viel Risiko zu gehen. Aber ist doch richtig in so einem Spiel, in so einem Finale. Aber bei wenn, dann jetzt das Risiko. Weißt du, so, weil Bei 9-9 würde ich es auch eher lassen. Ja, 2 leichte Fehler jetzt von Maelo. Adi, die Führung mit 3:2. Und wieder der Vorhandfehler in seiner Rückhandecke, um eben die Vorhand zu spielen. Da hat er jetzt- gerade gar keinen Touch, ne? jetzt zieht Adi so leicht davon. Auch geile Kameraeinstellungen, die wir haben. Immer wieder neu von allen Perspektiven. Gefällt mir sehr gut. 5:3. Zwischendurch immer wieder den Blick auf den Schläger. Man kennt's, ne? Irgendwie denkt man, ich habe doch richtig getroffen, warum geht der Ball nicht rüber? Es liegt immer Material. Es- An uns liegt's nie. Ja, Maelo braucht jetzt so einen Punkt. Wenn er den Satz noch holen will, braucht er mal so einen langen Ballwechsel. Best of 5. Boah, und das ist die gemeine Ecke. Und er jubelt bei so Da einem geht's gegen die Punkt. Kante. Eieiei. Normalerweise war die Entschuldigung. Normalerweise entschuldigt man sich. Was Hey. sagt Adi? Was hat er gesagt? Nix. Aber da sieht man, ne, da ist natürlich jetzt auch Spannung drin. Du willst das Ding gewinnen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann bist du halt, da bist du ehrgeizig und dann entschuldigst du dich im ersten Moment nicht, sondern freust dich einfach Ja, mal das ist kurz. tatsächlich so eine klassische betrunkene Diskussion, die man mit Freunden hat, mit denen man Tennis, Paddel und so Sportarten spielt. Man entschuldigt sich zwar immer, aber es meint ja auch niemand so, ne? Also das ist es ja. Jetzt Dann ist kann ja- man es auch lassen. Auch wenn es eine feine Geste ist, die, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Großbritannien kommt. Aus Wimbledon. Ja, die Geste kommt von Korea. Sag nichts, ich bin Spanier, ne? Ach so, ach du Scheiße, alles klar. Krass. Und so schnell geht's. 1-1. Wir haben ein 1-1. Adi verkürzt 1:1 in Sätzen. Ich sehe nur das Lachen in Maelos Gesicht. Kann man jetzt gerade nicht sehen, hervor. Obwohl er verloren hat, glaube ich, ist er doch fokussiert und weiß, es ist alles möglich. Ja, geht volles Risiko. Will die freie Ecke anspielen. Aber Maelo muss jetzt auch ein bisschen hoffen, dass seine Vorhand wiederkommt. Ne? Hat, glaube ich, 5, 6 Fehler gemacht. Zweiten Satz hier natürlich schmerzhaft. Und wieder ist es die Vorhand. Die hat er, glaube ich, im Halbfinale gelassen. Hier mit vier Fingern am Schläger, wie er sie spielt. So. Mir wurde noch gezeigt, die eine Ja. Finger, der da irgendwie noch nach hinten vorne hier richtige Position zu finden und er hat einfach 4 Finger drauf dann. Ne? Aber ja, er ist Aber wie er fühlt's, rückhandmäßig sind wir einfach nicht komplett so am Start. Wobei, der ging noch drauf. Nee, Ging der nicht noch drauf? Nee. Adi hat den Punkt gemacht, 3:2. Echt? Jetzt 3:3. Man merkt auch so Phasen im Tischtennis, ganz interessant. Jetzt ganz kurze Ballwechsel, ne? Viele Fehler. Vielleicht auch Konzentrationsschwäche, ne? Weil die natürlich nicht gewohnt sind, stundenlang Tischtennis zu spielen. Der Ball jetzt von Maelo, da ist sie doch wieder die Vorhand. Da ist sie doch wieder die Vorhand. 4:4. Genau, im Finale haben wir Best of 5. Also 5 Sätze. Genau, also der Gewinner dieses Satzes hat noch nicht Nein. das Turnier gewonnen. Und Den jetzt holt Adi da mal noch. mit Risiko drauf und da kann er nicht blocken. Ja, war nicht zu viel Risiko, war genau richtige Geschwindigkeit meiner Meinung nach. Hat er genau richtig gemacht. 5-5. Beide jetzt mit mehr Sicherheit. Und Maelo geht in Führung. Oh, So spannend. Auch den holt er noch, Adi. das war eiskalt. Ganz, ganz stark von Maelo. Geht Boah. volles Risiko und belohnt sich. Er ist stark erobert von Adi. Und Da dann war Adi in Bedrängnis und er hat es ausgenutzt und direkt das Ding rüber geschmettert. Schön. 2 ganz schnelle Punkte jetzt für Adi.
Guck mal. Bam. Eiskalt. Super gemacht. Stark. 8-8. Wie im ersten Satz, den dann Maelo für sich entscheiden konnte. Der war nicht drauf. Sah so aus aus unserer Perspektive, aber Maelo kriegt den Punkt. 9:8 gibt es Satzball oder das 9:9. Oh. Der ist lang. 10:8 für Maelo. 2 Satzbälle, um mit 2:1 in Sätzen in Führung zu gehen. Oh, den holt er sich direkt. Den holt Wahnsinn. er sich direkt. 2-1 Maelo. Schweiz gegen Schweiz. Was für ein Finale 11:8. hier. Man muss auch sagen, die Jury-Leute machen auch einen sehr guten Job hier. Ne? Also die Alle hier. Schiedsrichter hier, muss man echt sagen, souverän, komplett abgeklärt. Ja, was wird da gerade noch reingeflüstert, hä, Paul? Was wird da gerade noch reingeflüstert? Aber das muss ich sagen, finde ich sehr sympathisch, weil Paul hat ja verloren gegen Adi. Könnte er eigentlich auch stinksauer auf Adi sein und angepisst. Aber im Gegenteil, sie laufen zusammen ein und der gibt noch Tipps. That's what it's all about, oder? Ja, das ist die Freundschaft, wobei hier eigentlich fast nur Freundschaft im Raum ist, sozusagen. Da ist es dann, ja, am An der Ende des Platte gibt Tages. es keine Freundschaften. Das stimmt, deshalb. Ah. Oh. Ja, gut, aber er hat das Lächeln, er weiß, er liegt vorne. So 2-1 in Sätzen fühlt sich auch gut an, ne? Dann ist man schon selbstbewusst, ne? Ja, du kannst tendenziell ein bisschen mehr riskieren, aber das kann halt dann auch schnell wieder 2-2 stehen. Ne? Ja. So. Und jetzt haben wir den Ausgleich. Adi mit dem Aufschlag. Oh. Super von Adi. Sehen wir hier den letzten Satz des Tischtennis Creator Cup. Oder rettet sich Adi in den 5., aber so nicht. Angabenfehler. Abstimmen MVP könnt ihr bei Adi auf dem Twitch-Account. Ich finde es wirklich spannend, wie ab dem Viertelfinale die Partien so ausgeglichen waren und man echt einfach Spiele teilweise auf Augenhöhe gesehen hat. Jetzt hat sich echt auch nochmal gesteigert und jetzt sehen wir wirklich auch ein würdiges Finale. Absolut würdiges Finale. Oh, ganz stark jetzt von Maelo. Der nochmal draufgegangen doch. 6:4. Front ist wieder da. Ja, er macht keinen Formfehler mehr. Das hat ihn den zweiten Satz gekostet. Ich glaube, ein bisschen weniger Risiko ist jetzt mit dabei. Und zur richtigen Zeitpunkt das Risiko eingegangen. Ja, und Auch jetzt, den rettet er wieder drauf. wie du sagst, er hat halt jetzt nicht diesen Megadruck, er liegt vorne, er kann einfach auch mehr auf Fehler hoffen und das macht er gerade auch. Und Adi macht leider auch die Adi Fehler überlegt gerade. jetzt. 2 Punkte braucht Maelo noch. Da kommt gerade alles bei Maelo, der führt den Ball, macht kein Risiko und kann dann zur richtigen Zeit Druck aufbauen. Aber stark gerettet noch von Adi eigentlich. Und wir haben das 10:4. 6 Championship-Bälle, Turnierbälle. Content Creator Tischtennis Cup 2024 Bälle. Aufschlag Adi. Und der ist im Netz. Maelo Ey, Wahnsinn. ist der Gewinner des Tischtennis Creator Cup 2024.